Sietske Oosterman komt hier de piste winnen. Wir kommen dann zur Wahl des Pferd des Jahres. Sietske gaat ons zo dadelijk vertellen wie er paard van het jaar gaat worden. Mogen we ook uitnodigen de voorzitter van KNPS, Don Kortel, voorzitter Jong KNPS, Merle Slagers. Den Vorsitzenden unseres Vorstands bitte ich nach vorne, Ton Wortel, auch die Vorsitzende des jungen KFBS, Merle Slagers. Und Arno Brock, Kommissarisch von de Koning in Friesland, wird hier den Preis überreichen. Kommissarisch von de Koning in Friesland ist eine politische Position. Benannt vom König ist Arno Brock, hier Teil der Regierung der Provinz Friesland zu sein. Kommissarisch von der Koning in Friesland, Kommissar des Königs in Friesland, ist der gute Mann also, der hier auch Teil sein wird dieser Preisübergabe, während wir noch warten auf Ton Wortel, unseren Vorstandsvorsitzenden, sowie Merle Slagers, Vorstandsvorsitzende des jungen KFPS. Und dann kann Sietske Oosterman uns mitteilen, wer Pferd des Jahres wird. Bitte. Ja, guten Tag alle zusammen. Auch auf Englisch. Ich bin Sietske Oosterman und es ist soweit. Der Titel Pferd des Jahres wird bekannt gegeben. Dieses Jahr machen wir das schon zum 15. Mal und wir haben 9 Pferde nominiert gehabt. 8000 Stimmen aus dem Publikum von Ihnen waren es für die 3 Top-Pferde wirklich sehr schwierig. Die Fachjury hat sich dann zusammengetan und wir möchten gerne einmal den Stuten einen Moment widmen. Sie haben sowohl in den Körungen als auch im Sport und in der Zucht erfolgreich eingefahren. Allerdings werden Sie daran gehört haben, dass es dieses Jahr keine Stute wird. Das Pferd des Jahres 2025 ist ein Hengst, der schon 3-mal nominiert gewesen ist für diesen Titel. Komm ihn mal rein, lass ihn mal rein. Meine Damen und Herren, das Pferd des Jahres 2025, Melle van der Litz. Wie von einem anderen Planeten, ein Pferd, das in der Piste erst zum Leben erwacht. Jubeln Sie ihm zu, Melle van der Litz. Wird hier geritten von Lisa Minkema, die schon die ganze Woche im WTC unterwegs ist mit Melle. Genauso wie letztes Jahr war er natürlich in der Show, die wir hier abends für Sie aufführen. Gezüchtet von Eise Baumer und im Besitz der Familie Minkema. Was für ein wunderschöner Moment. Jubeln Sie ihm noch mal zu. Wir haben hier Melle van der Litz. Kommen Sie gerne dazu, Eise Baumer und Familie Minkema. Das ist Ihr Moment. Das ist doch großartig, Weltklasse, wie Melle hier reinkommt. Ist als Melcher von der Pikestjelp geboren worden und dann zu Melle van der Litz geworden. Wilma 461 und Jasper 366. Wir sehen hier also immer noch den Einfluss des großartigen Jasper 366. Wo ist Eise Baumer? Wo ist Familie Minkema? Kommen Sie gerne dazu. In meinen Notizen und meinem Drehbuch steht, dass sowohl Albert Minkema als auch Eise Baumer nicht wussten, dass Melle zum Pferd des Jahres erklärt wird und es eventuell dauern könnte, bis wir die Herren gefunden haben. Ich würde sagen, Lisa, stell ihn schon mal auf. Gezüchtet von Eise Baumer. Du musst unterwegs sein. Wo bist du? Die Familie Minkema hätten wir auch gerne dabei.
Wat een paard van het jaar. Ah, so ein schönes Pferd des Jahres. Zijn in aantocht. Die allemaal aankomen. Albert, sehe ich schon. Dit is ook voor hun een complete. Wie gesagt, auch für sie eine komplette Überraschung. Voor Albert Minkema, IJsse Bauma en Graaf Fokkers. Für Albert Minkema und Eise Baumer, Züchter und Besitzer. Goed. Wir haben einen Vertreter für die Züchter. Melle van der Lietz. Geboren de Dann stellen wir ihn auf. Melle van der Lietz, geboren als Melcher van der Piekes Tjelp. Gezüchtet von Eise Baumer und jetzt im Besitz der Familie Minkema. Misschien helemaal niet verwacht. Und Eise hat das eventuell gar nicht erwartet. Hoe Friesland zijn mooie wilde. Ich setze mich irgendwo hinter die Bar, ich bin schön weit weg. En zijn zus. Der ist zu Hause bei seiner Schwester. Ja, Sie sind die Schwester, okay. Das heißt, wir haben die Schwester von Eise, die Schwester des Züchters hier. Arno Brock als Commissaris van de Koning überreicht hier den Preis. Gibt auch einen Scheck von 1.000 Euro von der Provinz Friesland, 500 für den Züchter, 500 für die Besitzer und eine schicke Decke gibt es auch. Gratulieren. Hier sehen wir auch Zonnwortel und Merles Schlagers, Vorstandsvorsitzende des KFPS und des jungen KFPS. Albert hilft eben mit der Schleife. Die Konkurrenz war groß. 3-mal war er schon nominiert. Und jetzt hat er es geschafft. Das sind schöne Bilder, meine Damen und Herren. Das Pferd des Jahres, ein sehr prestigeträchtiger Ehrentitel. Und dann hier noch einmal eine schöne Komposition für Digishots fürs Fotosuchen. Albert, schau immer in die andere Richtung, bitte. Ja, in die Kamera. Ja, ansonsten machst du dir ein bisschen Platz, Lisa, dazu. Da sind sie dann zu 8 mit dem Pferd des Jahres, der nicht warten kann auf seine Ehrenrunde der Melle. Das sind sie. Vertreter der Züchter, die Familie, die das Pferd besitzt und Lisa Minkema auf dem Pferd des Jahres, Melle van der Lietz. Und ich denke, für das Pferd des Jahres können wir alle noch mal aufstehen und klatschen, meine Damen und Herren. Noch einmal so richtig jubeln für das Pferd des Jahres. Lassen Sie es ganz Leeuwarden wissen, meine Damen und Herren, dass dieser prestigeträchtige Titel wieder einen Besitzer gefunden hat. Jetzt stehe ich auf für Melle van der Lietz, für Lisa Minkema, für Eise Baumer und die Familie Minkema. Das Pferd des Jahres, Melle van der Lietz. Unglaublich, noch einmal zu jubeln, alle gleichzeitig. Melle van der Lietz.
Stuttgart freut sich. Das ist natürlich euer Moment. Vom Publikum getragen. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich das an. Schöner geht es nicht. Dank an Anno Block. Vielen Dank an Anno Block.